Sind die Umfeld auch immer so weit weg? Ist ja kein Wunder, denn meistens sind sie ja auch nicht zu sehen. Solange sie mit Socken und Show inpackt sind oder die Bug sich dazwischen schuben deit, was der Föt ja auch nicht wies. Föt waschen und Nagel schneiden, wie die Prozedur muss sie jedes Mal afmurachen. Wies war's der Föt denn erst, wenn sie Quesen und Hühneraugen anmeldet? Das gibt aber noch wat viel Legeres. In meinen Augen ist die Kölnis noch viel orsiger. Denn wenn die Föt erst so richtig kalt ward, dann sind sie ob einmal da und gar nicht mehr so weit weg. Bis schimmers an überlängen, wo der nicht du sie Eisbein wieder losfahren kannst. Das ist aber auch gediegen mit uns lief. Überall kümmt das Blut an und sorgt dafür, dass all die Organe mit Warms versorgt werden. Ja, und was ist mit der Föt? Wieso kriegen die Töns davon nichts ab? Sicherlich das ja wohl daran, dass sie so weit weg sind. Das ward aber auch von Jahr zu Jahr wat leger. Früher hef ich damit keine Läschen hat. Hef ich immer warme Föt hat. Ich nehm an, dass mit tunem Öller dat Blut sachs wat sämiger ward und kümmt denn nicht so gau in de Föt an. Dat kühlt denn sozusagen unterwegs wat af. Über Dach warst du denn schon nicht gewohr, denn hast du dicke Strüpp und warme Schuhe an. Kohleföt sind aber unberechenbar und hätte auch nichts mit den Jahrstiden zu tun. Meistit warst du gewohr, wenn ich zu Bett gehen will. Dann melden sie sich und sind besonders kalt. An Schlaf ist denn nicht zu denken. Und mein Föt in Bett von mein Frau zu stecken, das ist vergebens. Die hat doch selbst noch mehr in der Kohleföt zu liegen. Bei ihr sind sie mit einer so cool, als wenn sie ihr Föt in Eiswaterboot hätt. Gegen Kohleföt hab eigentlich nix. Überkloge Lüd sich einfach, muck die doch warme Gedanken. Ja, auch das Warmrubbeln von der Föt, das bringt nix. Warm ward allein bloß die sich mit der Massage aufplogen deit. Und was ist mit der Trinken von so einem morgen Pharisäer oder so einem stiefen Grog, bevor ein den zu Bett geht? Tja, wenn der Warms vom Buden nicht helfen deit, dann muss man eben vom Binnen was noch helfen. Und durch die inbeuten. Aber auch die Warms sorgt man bloß für ein Wohlgefühl in der Magengegend und kümmt die lütten Tönen gar nicht an. Und an Tucko morgen steiß mit dem Brummschädel ab. Wenn die Frunzlüt Eisbein hem, dann mogen sie sich dat oben so richtig kommodisch. Dann kümmt die feminine Kuschelstünde mit Warmbuddel, Tee und einen übergroten Husantoch mit dicke Wollstrümp. Wenn ich so richtige Eisbein hef, dann kann ich mir ob nix anders mehr besinnen. Eins dreht sich dann bloß noch de Kohlenföt. Bei mir Frau sticht die Kölnis sogar bitten ob oben in den Kopf und Gedanken frieren nicht mit in. Mein Gedanken sind noch nicht infroren. Ich hef mir nun ein Massage-Wärmebad für die Föt zu lech. Das ist ein feine Sog. Kannst glick 2 Pflegen ob einmal mitslagen. Die Föt ward doppelt schier und auch warm ob Tau. Und was ist, wenn der Strom ausfallen deit? Tja, dann nützt das ja mal noch nix. Dann kann man sie ein Föt ja vielleicht an einen Hund oder an eine Katze opwarmen, wenn man denn so ein Tier hätt. Ob letzt blieb die nix anders über,
als einen strammen Spaziergang an die frische Luft zu machen. So, nun will ich mich aber auf die Beine machen, denn sonst stehe ich hier mit Kohle voll ab. Tschüss denn.